herzliches Hallo. Schön, dass du da bist beim Podcast Herausforderungen leichter meistern und Lebensfreude gewinnen. Heute geht es um das Thema, warum die neue Weg erst beim Gehen entsteht. Mein Name ist Pierina Steiner, Happiness Flow Coach und Hypnosetherapeutin. Wenn du meinen Podcast schon gehört hast, dann ist dir sicher aufgefallen, dass sich einiges verändert hat. Warum? Weil auch mein Weg erst beim Gehen entstanden ist. Manchmal geht es darum, im Leben vorwärts zu schreiten, alles hinter sich zu lassen, und manchmal geht es einfach darum, wieder zu seinen Wurzeln zurückzufinden. Zum Ursprung. Darum wirst du meinen Podcast ab jetzt im wunderschönen Schweizerdeutsch hören, mit einem Gemisch aus Berndeutsch und einem Touch Aargauer Dialekt. Jetzt geht es aber um dich und um deinen Lebensweg. Neue Wege zu gehen, ja, das ist für viele gar nicht so einfach. Weil sie es als sehr schwierig empfinden, den ersten Schritt zu machen. Gerade wie gestern, wo mir eine Kundin angerufen und mir gesagt hat, ihr wisst gar nicht, wie schwer es mir gefallen ist, euch anzurufen und einen Termin zu vereinbaren, obwohl dass ihr mir wärmstens empfohlen worden seid. Dahinter sind ganz oft Ängste. Wir denken, wenn wir etwas ändern, eher an Verlust als an Gewinn. Wir haben Angst, zu scheitern. Wir tun uns aber auch alles zusammen so ausmalen, was dann auch schief gehen könnte. Und nicht selten geraten wir dann so in eine negative Gedankenspirale und sehen schon vor unserem inneren geistigen Auge die Hindernisse, sehen die Hürden, die vielleicht gar keine sind. Mit dem Denken ziehen wir aber genau die Schwierigkeiten an, weil unsere Energie, unser Fokus ganz genau darauf gerichtet ist. Das ist dann, wie man so schön sagt, die selbsterfüllende Prophezeiung, die dann an zu wirken. Ja, das ist einer der Gründe, warum viele lieber in einem nicht befriedigenden Zustand ausharren, am Gewohnten, am Altbekannten festhalten, statt neue Wege in Angriff zu nehmen. Doch Hand aufs Herz. Ist es nicht auch dein Wunsch, so richtig glücklich zu sein, ausgeglichen, befreit und auch erfolgreich in deinen Vorhaben? Denn das steckt nämlich auch das Selbstbewusstsein. Wann hast du das letzte Mal so richtig von Herzen gelacht? So, dass du dir wirklich den Bauch hast müssen haben, weil es fast Schmerzen gegeben hat? Oder wann hast du das letzte Mal dich so richtig gefreut über etwas? Dass du vielleicht einfach einen Luftsprung gemacht hast vor lauter Freude oder die Arme hochgerissen hast und gejubelt, so wie es einfach Sieger tun. Ist es lang her? Oder denkst du, das tut man nicht? Wir sind ja schliesslich erwachsen. Wir nehmen uns nicht einfach so die Freude so ungeniert rauslassen. Für mich gehört es zum Leben, zu einem erfüllten und glücklichen Leben. Auch einfach mal wieder sein inneres Kind rauszulassen, ihm Raum zu geben. Und zudem verrate ich dir gerade etwas über mich. Und zwar, was mich so richtig entspannt, mir absolut Freude und Spass macht. Und zwar Seifenblätterle. Ja, du hast richtig gehört. Zu meinem Geburtstag hat mir meine Freundin sogar ein richtiges Profiset geschenkt. Das, was so Strassenkünstler verwenden oder wo im Zirkus auch gebraucht wird. Eins, wo es so richtige, riesengrosse Seifenblätter gibt. Also, nicht erstaunt sein, solltest du mal bei meinem Haus vorbeifahren, meinem Garten sehen, wenn ich am Seifenblätterle bin. Dann weisst du dann einfach, ich habe meinem inneren Kind im Moment gerade Raum gegeben und was die Nachbarn denken oder andere denken, das ist mir eigentlich egal.
denn es ist mein Leben. Im Grunde geht es doch darum, dein Leben so zu leben, wie du es dir erträumst. Doch dazu braucht es ein bisschen Mut. Es braucht Mut, den ersten Schritt zu machen. Auch Mut manchmal, alles einfach hinter sich zu lassen. Mut, Neues zu wagen. Mut, sich auch Hilfe zu holen, wenn es nötig ist. Aber auch Mut und Selbstreflexion, sich zu eingestehen, dass das Leben, das man führt, vielleicht nicht genau das ist, von dem, was man immer geträumt hat. Das heisst aber nicht, dass es notwendig ist, sein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Viele denken das. Und das ist nicht der Fall. Sondern einfach in kleinen Schritten, kleine Verbesserungen, kleine Veränderungen vorzunehmen, die schon eine riesengrosse Wirkung haben. Es ist halt einfach so. Mut steht am Anfang und Glück am Ende. Wenn wir unsere Bedenken überwinden können und entscheiden uns dann, mutig vorwärts zu gehen, merken wir, wie es auf einmal leichter wird, wie wir freier, glücklicher werden. Dabei ist es wichtig, auch unsere Sichtweise zu ändern, und zwar auf die Sachen, die uns Perspektiven ermöglichen, Sichtweisen zu bekommen, die uns mit Hoffnung erfüllen. Wenn wir nie den ersten Schritt machen, um neue Wege einzuschlagen, bedeutet das, ich warte so lange, bis mich die äußeren Umstände zum Handeln zwingen. Wenn wir das tun, sind wir nicht selten mit dem Rücken an der Wand und das Handeln fällt dann noch viel schwerer oder wir landen sogar an einem absoluten Tiefpunkt. Und aus dem kommen wir meistens nicht einfach so schnell wieder raus. Darum möchte ich dich ermutigen, dir Gedanken über dein Leben zu machen. Frag dich doch einfach mal selber, bin ich rundum glücklich, zufrieden in meinem Leben? Oder gibt es Verbesserungsbedarf? Habe ich Sehnsucht, Träume, Wünsche, die ich begraben habe, weil ich die Hoffnung auf die Erfüllung verloren habe? Ich möchte dich auch ermutigen, die Sachen anzugehen, die dich ausbremsen, blockieren. Oder wenn du das Gefühl hast, du bist irgendwo im Leben gestrandet. Denn wir machen uns so viel Gedanken, was alles schief könnte gehen, und blenden aus, dass neue Wege beim Gehen entstehen. Viele Hürden, von denen wir denken, sie kreuzen unseren Weg, werden gar nie auftauchen oder viel einfacher sein, als wir überhaupt denken. Denn wenn wir uns aufraffen, unsere Bedenken überwinden, werden wir auf unserem neuen Weg Erkenntnis gewinnen. Ganz viel passiert es auch, dass du auf dem neuen Weg neue Fähigkeiten, Talente entdeckst oder feststellst, dass etwas, was du bisher in deinem Leben gehabt hast, völlig überflüssig geworden ist. Und wenn du den Fokus wirklich geändert hast, dich innerlich auf diesen neuen Weg, dein Ziel ausgerichtet hast, passiert zusätzlich etwas ganz Wunderbares. Glückliche Zufälle, was so viel heisst, wie es fällt dir zu, weil deine Energie darauf gerichtet ist. Dann werden sie deine Wege kreuzen und um ein Vielfaches erleichtern. Diejenigen, die sich aufmachen zu neuen Wegen, die bestätigen mir das auch immer. Diejenigen, die ausharren im alten, unzufriedenen Trott, die meinen immer, die anderen hätten mehr Glück und es würde denen zufallen und nicht ihnen. Ja, Unrecht haben sie ja nicht, nur vergessen, dass die anderen den ersten Schritt gemacht haben und bewusst Entscheidungen getroffen haben. Sie haben sich entschieden, ich will jetzt etwas ändern. Ich will jetzt mein Leben in die Hand nehmen
und mich für ein erfülltes Leben entscheiden. Was vielen nicht bewusst ist, die ausharren statt den ersten Schritt machen, dass das auch bedeutet, die gleichen Gedanken zu haben, die gleichen Sachen zu machen, die gleichen Entscheidungen zu treffen. Also in der Komfortzone bleiben, hinter der selbst auferlegten Schranke. Nicht selten wird ja auch den anderen die Schuld geben, für die Unzufriedenheit, für sein Unglücklichsein. Das ist nämlich immer die einfachste Variante. Nur wird dabei vergessen, jeder von uns ist selber verantwortlich für seinen Lebensweg. Verantwortlich, sein Leben selber in die Hand zu nehmen und aktiv zu gestalten. Eins, das ist so klar wie Samen in der Kille. Neue Wege, ein erfülltes Leben entstehen nicht durch das, dass wir nach der Arbeit heimkommen, uns vor den Fernsehsessel plumpsen oder uns mit Social Media vollstopfen, bis uns die Augen zufallen und wir uns ins Bett schleppen. So funktioniert es nicht. Neue erfüllte Wege entstehen, wenn du dich aufraffst, den ersten Schritt tust, wenn du Herausforderungen aktiv angehst, Hürden meisterst, Sachen tust, die dich persönlich weiterbringen, die dir Freude, die dir Spass machen. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dich entscheidest für dein allerbeste Leben. Dass du dir bewusst bist, dass du alles in deinen Händen hast, um dir dein Leben nach deinen Wünschen zu gestalten. Du musst dich nur getrauen und den ersten Schritt wagen. Ich wünsche mir auch für dich, dass du wieder an deine Träume und die Verwirklichung glaubst. Denn glaub mir, tief in dir drin hast du Kraft dazu, auch wenn du das vielleicht noch nicht erkennen kannst, weil zu viel passiert ist in deinem Leben und es dir den Blick versperrt. Eins weiss ich mit Garantie aus meiner 10-jährigen Erfahrung. Wenn du wirklich deine Ängste ablegen willst, alles verarbeiten, loslassen, Selbstbewusstsein aufbauen, egal was es ist, dann schaffst du das auch. Entscheidest, selbstbewusst, mutig, voller positiver Energie, wo alles 1000-mal leichter gelingt, dir dein allerbeste Leben zu erschaffen, dann lass uns doch darüber reden, welche Möglichkeiten es gibt. Schreib mir an info@speed-flow.ch. Die E-Mail findest du auch im Podcast-Beschrieb. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. Auch freue ich mich natürlich auf einen Kommentar unter dem Podcast. Ich wünsche dir eine erkenntnisreiche Zeit, in der ein neuer Weg für dich entsteht. Auf deinen Lebenserfolg. Deine Pierina Steiner.